Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Schweizer in der traumhaften Welt von Hollow Knight. Wir haben in der letzten Folge gerade den Kartograf getroffen, bei der wir die liebe Karte hier gekauft haben und er uns mitgeteilt hat, dass wir jetzt an der Oberfläche bei seiner lieben Frau dort noch einen Kompass posten können, weil die Karte zeigt nur an das komplette Gebiet, aber leider nicht, wo wir uns befinden. Aber bei mir ist jetzt die Frage eben, ich glaube, wir erkunden jetzt mal ein bisschen weiter, bevor wir uns auf den Weg wieder an die Oberfläche machen. Voilà. Hopp, hopp, hopp. Gehen wir mal links durch und schauen mal nach, was da uns noch erwartet. Hier oben haben wir wieder so ein Hügel. Oh! Was ist denn das für ein komisches Ding? Okay. Nein, das hat nicht funktioniert. Oh mein Gott! Ich kann jetzt gerade ganz kurz mal etwas ausprobieren. Ob das könnte funktionieren, weil... Jawohl! Alles klar. Damit wir auch unser Hügel an Taler jetzt noch einsammeln können. So. Dann haben wir das auch gerade mal noch erledigt. Ah! Nicht stecken bleiben. Nein! Oh! Aber gut, dann verlieren wir halt wirklich dann einfach nur ein Leben und werden wieder zurück teleportiert, um nochmal einen neuen Versuch zu starten. Das ist ziemlich herzig in Hollow Knight. Wo sind wir denn jetzt? Da vorne wartet ein neues komisches Insekt auf uns. Ah! Mit irgendetwas komischem... Oh! Der spawnt dann noch so kleine Flüge, alles klar. Das müssen wir uns natürlich dann im Kopf beibehalten. Ich fülle mal ganz kurz lieber noch mein Leben auf. Hallo! Oh! Leck, ist das knapp gewesen. Da haben wir wieder eine Raupe gefunden. Da haben wir ja in der letzten Folge auch schon in der ersten Folge erfahren, dass wir die einsammeln sollen, um weiter die Sachen erhalten von den älteren Raupen, die ganz am Anfang am Weinen war. Der arme Sieg, weil er komplett allein war. Jetzt haben wir schon mal die zweite Raupe gefunden. Da hat er wieder mehr Gesellschaft, um Jas spielen oder sonst irgendetwas, was ihm in den Alltag erfreut. Oder ein kleines Schwätzchen zu halten, wie schön sie ist, nicht alleine zu sein. Da hören wir auch schon wieder den singenden Kartograf, der sich hier oben uns befindet. Aber da haben wir jetzt so einen Weg, der rechts durchführt, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt hilft uns halt die Karte noch nicht ganz wirklich weiter. Ich persönlich muss jetzt schauen, wo wir uns circa befinden, aber das ist natürlich noch ein bisschen unsicher. Ich bin natürlich dann froh, wenn wir... Wow! Ein Lager voller Münze! Also Taler. Oh, da haben wir noch einen Geheimgang gefunden. Nice! Jetzt komme ich da zuerst mal runter, weil ich gerne noch alle Taler einsammeln, bevor die dann verschwinden. Nein! Okay. Da hat uns gerade einfach den Weg abgesperrt. Wir kommen hier erst durch, sobald wir das Insekt besiegt haben. Oder mehrere, wie es aussieht. Und jetzt kommen zwei von denen. Oh, der schiesst mit irgendetwas auf uns. So, kommen wir jetzt noch mehr. Nein, das war es, okay. Das passiert halt ab und zu in Hollow Knight, dass sich irgendwie die Weg versperrt und du nicht weiterkommst, bevor du die nicht besiegt hast. Aber wie es aussieht, haben wir das jetzt gerade meisterhaft gelöst, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich würde mir gerne zuerst mal den Geheimgang da oben anschauen. Bevor wir dort weitergehen, weil es könnte ja sein, dass sich da hinten noch irgendwelche Schätze verbergen, wie zum Beispiel ein Berg voller Taler. So, da kommen wir... Ah, okay, da kommen wir dann einfach auf der anderen Seite wieder abwärts. Jetzt hätten wir da unten einen Weg, wieder oben einen Weg. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt zuerst mal um den oberen Weg und schauen mal nach, was da auf uns wartet. Okay. Ah, das Bänkchen. Das ist irgendein Brunnen, bei dem können wir immer durchlaufen. Und jetzt sehen wir auch, tut sich dann das Leben wie unsere Seelen komplett auffüllen. Das ist natürlich ziemlich nice, was bedeutet... Ja, wir sehen das aber gar nicht auf der Karte momentan. Das ist mühsam. Ich würde sagen, wir machen uns in dem Fall lieber mal nachher wieder auf den Weg an die Oberfläche. Jetzt haben wir ganz kurz noch abgespeichert. Von unserem Bänkchen. Dass wir uns nachher an die Oberfläche machen, dass wir im Weg... dass wir sehen, einen Kompass können kaufen, wo wir dann sehen, wo wir uns dann die ganze Zeit befinden. Dass uns das alles auch ein bisschen leichter fällt. Irgendetwas befindet sich da oben. Okay. Versuchen wir uns sonst mal auf den Weg dort rauf. Komme ich denn da schon rauf? Nein, wir können nicht genug weit kumpen. Und unten haben wir wieder ein Insekt, das so einen Talerberg bewacht. So, vielleicht mal ganz kurz unser Leben drauf. Dann haben wir wieder einen kleinen Jump'n'Run. Bis jetzt muss ich sagen, halten wir uns natürlich ziemlich gut. Wir sind bis jetzt einmal gestorben.
Aber ich glaube, das wird sich dann im Verlauf der Zeit auch noch ändern. So. Schauen wir einfach gerade mal weiter, was da rechts auf uns könnte warten. Hier haben wir noch ein paar Insekten, aber nichts Spannendes. Okay. Was ist denn da oben? Ja, nicht wirklich. Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, ob ich mich dem jetzt gerade stellen will. Suchen wir lieber da. Oh, okay. Nice, okay, das hat gut funktioniert. Einmal dazwischen runter. Dann müssten wir da jetzt nochmal eins runter. Also gut, komm, probieren wir es. Kumpeln wir einmal da komplett durch. Ich denke, wir sollten langsam genug gut sein, um das irgendwie anzubekommen. So. Nice, hat gut funktioniert. Dann gehen wir da einfach mal den Weg weiter, weil ich glaube, der andere ist zu hoch zum Gumpen. Da haben wir irgendein Schild, das uns einen Weg weist. Ich würde sagen, wir versuchen mal an dem Schild nachzugehen. Okay, das Schild geht da rein. Schauen wir uns das mal an. Weil wo wir uns genau momentan befinden, kann ich leider nicht sagen. Weil ich keine Ahnung habe. Aber es zeigt uns auf der Karte, dass es gerade momentan nicht an. Daher tun wir uns einfach mal versuchen. Ein Automat mit einem Symbol eines Hirschkäfers. Geo einwerfen. 50. Da wir an 365 haben, würde ich jetzt einfach sagen, schalten wir das mal frei. Okay, was passiert jetzt? Okay. Hallo? Zuhören. Sei gegrüßt, kleines Wesen. Es ist lange her, seitdem ich zum letzten Mal das Läuten der Stationsglocke gehört habe. Ihr Echo erklang in den Hirschkäferwegen und rief mich zu dir. Ich bin über die vielen Jahre unbeweglich und müde geworden und habe es vieles vergessen. Aber der Klang der Glocke wird mich immer zurückrufen. Diese Hirschkäferwege ziehen sich durch die Tiefen von Heilands Nest. Willst du sie bereisen? Ruf mich von der Plattform aus. Ich bring dich zu deinem Ziel. Ah, okay. Mit dem können wir in dem Fall hin und her reisen. Ich würde sagen, wir machen uns in dem Fall gerade mal nochmal auf den Weg zum Mistmund. Also an die Oberfläche. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist natürlich noch ziemlich cool animiert. In dem Fall haben wir da mehrere Checkpoints. Wo befinden wir uns denn jetzt? Königspass, Mistmund. Okay. Oh, nein, ich will oben bleiben. Okay, wo sind wir jetzt? Ah, wir haben jetzt hier den Weg freigeschaltet, dass wir von da aus die Zugstation brauchen können. Und da vorne sollte sich eigentlich der Kartograf befinden, der am Anfang noch geschlossen hat. Schauen wir gerade mal rein, ob seine liebe Milady... Bist du gekommen, um meine Karten zu kaufen? Eigentlich müsstest du mit meinem Ehemann Geschäfte machen. Doch Überraschung, er ist wieder dort unten unterwegs. Jawohl, wir haben ihn ja getroffen. Gelegentlich taucht er wieder auf, um neue Karten für den Laden vorbeizubringen. Doch ich wünschte, er würde ein bisschen mehr Zeit hier oben verbringen. Ich interessiere mich selbst nicht wirklich für den Handel. Nun denn, lass uns doch sehen, was sich zum Verkaufen anbietet. Oh, mega herzig vermisst ihn. Jö. So, was haben wir denn da alles? Ein Wegkompass. Unbedingt zu empfehlen, das ist der, der uns dann anzeigen würde, wo wir uns die ganze Zeit befinden. Ganz ehrlich, ich kaufe mir den gerade mal schnell. Wir haben genug Taler zur Verfügung. Rüste ein Talisman aus, um seine mächtigen Fähigkeiten zu aktivieren. Um ein Talisman auszuöffnen, öffne das Talisman-Menü, während du dich auf einer Bank ausruhst. Okay, dass wir mit dann auf einer Bank drauf hocken, dass wir das einschalten können. Momentan können wir nicht noch mehr kaufen. Panzermarkierung, Skartmarkierung, da können wir dann viel heisse Quellennadeln. Da sehen wir immer, das, wo wir vorher gerade waren, wo man durch eine heisse Quelle laufen kann, wie das dann markiert, wo das sich genau befindet. Hirschkäfernadel, die sind alle markiert, jeden Hirschkäferstation, also dort, wo wir jetzt gerade, so blöd gesagt, die Zuglinie, die wir jetzt gerade gebraucht haben. Kokonadel, hast du diese wunderschönen blauen Kokosnüsse gesehen? Das haben wir ganz am Anfang erlebt, wo es zusätzlich Leben begibt. Banknadeln sollte eigentlich auch von Anfang an erklärend sein. Und eine Feder, die hier wirst du brauchen, wenn du eine Karte mit neuen Gegenden versehen möchtest, die du erkundest. Okay, alles klar. Dann haben wir das mal ganz kurz angeschaut und durchforscht. Ich würde sagen, wir machen das jetzt ganz kurz auf die Bank, um unseren Kompass auszurüsten. Um einen Talisman auszurüsten, öffne das Talisman-Menü, während du dich auf der Bank ausruhst. Okay. Wir haben da momentan 3 Auslüstungsslots, die wir brauchen können. Preis sehen wir auch, der braucht einen Platz. Momentan hätten wir 3 Plätze Führung, aber wir besitzen ja nur einen Kompass. Jetzt sollten wir eigentlich auf der Karte genau sehen, wo wir uns befinden. Jawohl. Alles klar, das erleichtert uns natürlich die ganze Sache und die Suche, wie es weitergeht in Hollow Knight und was sich da noch alles für Geheimnisse verbirgen und wie die Geschichte weitergeht. Am Anfang ist es halt wirklich mehr ein Erkunden, was da so vor sich geht. Rechts haben wir ja bis jetzt alles erkunden können. Ich würde sagen, wir haben versucht, uns auf den Weg weiter unten zu machen. Da unten befindet sich auch irgendeine Bossstation oder wenn irgendein Boss, irgendein grösserer Kopf, könnte das möglich... Was ist denn?
Wenn wir mal versuchen, den Weg dort zu finden. Okay, jetzt schaue ich mir das ganz kurz mal an. Da unten ist ja der Markierer. Wir sind jetzt unten recht weit durchgegangen. Die Frage ist jetzt, ob wir uns rechts durchschlagen und versuchen mal zu dem komischen grossen Kopf zu kommen. Oder ob wir uns wieder links durchschlagen zu dieser Station. Eigentlich könnten wir sogar zurückfahren zu der Station, wo wir waren. Weil mehrere Karten haben wir ja bis jetzt nicht gehabt. Da haben wir ziemlich viele Taler schon mal ausgegeben für die Station, wie auch... Ja, sollen wir die Zugstation brauchen? Oder wenn wir zu Fuß... Nein, machen wir uns zu Fuß unterwegs. Dann können wir unterwegs noch gerade ein paar Insekten töten, um noch mehr Taler einzusammeln. Wir könnten natürlich auch noch gerade einen Besuch machen beim Raupentyp. Oder warten, bis wir noch ein paar mehr gefunden haben. Oh, die Taler nehmen wir natürlich fleissig mit. Ich versuche mich da jetzt einfach mal runterzustürzen. Jetzt haben wir ja noch nicht wirklich viel erfahren oder erkunden. Also wir sind noch mehr am Durchsuchen, was es da alles... Okay. Wir haben hier einen kleinen Weg gefunden. Dann schauen wir uns das Ganze gerade mal an. Hallo? Nein. Ah! Okay, wir hätten so oder so Schaden bekommen, weil ja etwas von der Decke oben runtergekommen ist. Aber das können wir natürlich kein Problem wieder nachfüllen. Mit unserer Heilung. Wo finden wir uns denn da? Außerhalb von der markierten Karte, die wir bis jetzt haben. Füllt sich unsere Seele wieder auf. Nice. Okay, da hätten wir einen kleinen Jump'n'Run. Soll ich es mal probieren? Ah, wir können gar noch nicht Wände entlang gumpen, oder? Das funktioniert gar noch nicht. Die Fähigkeit hätten wir gar noch nicht freigeschaltet. Ah, ich double. Oh Mann. Laufe ich einfach noch einmal rein. Why not? Okay, da kommen wir in dem Fall gerade momentan noch nicht weiter. Da fehlt uns eine Fähigkeit dazu, Wände entlang zu gumpen. Gut, wenigstens einen Taler haben wir noch bekommen von ihm. Ziemlich nett an dieser Stelle. Dann würde ich sagen, erkunden wir mal weiter. Das war aber knapp. So, da unten ist ja eigentlich der Kartograf. Wir machen das auf den Weg da abwärts. Hat er denn eigentlich noch mehr zu erzählen? Vielleicht könnten wir noch mehr Karten schauen. Oh, bevor ich es vergesse, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Oder ja, ich sollte mich entschuldigen, wenn man so viel Zeit allein mit seinen eigenen Gedanken verbringt. Vergisst man die Etikette der Konservation. Mein Name ist Cornifer und ich habe es schon immer geliebt, die Welt zu erkunden. Ja, direkt nachdem ich geschlüpft bin, bin ich sofort losgelaufen und habe meine Brüder, Schwestern und unsere arme Mutter zurückgelassen. Genau aus diesem Grund bin ich so schnell wie ich konnte mit meiner Frau nach Mistmund gezogen, ein riesiger, unendliches Königreich, das erkundet werden möchte. Gleich vor der Haustür, wer könnte da widerstehen? Wie dem auch sei, ich will dich auf deiner Reise nicht aufhalten. Mit ein wenig Glück sehen wir uns bestimmt wieder mal. Mach es gut und pass auf dich auf. Danke vielmals, lieber Cornifer, aber als du als Neuesgeborenes direkt einfach von deiner Mami und so gehauen bist, ich weiss nicht, ob ich davon ein guter Freund sein oder nicht. Aber die Frage ist jetzt, wo wir uns da weiter durchschlagen. Vorher sind wir, glaube ich, nach rechts gegangen. Ah! Oh Mann! Lappi, mach die Augen auf! Ah! Mann, das war jetzt einfach dumm von mir. Füllen wir unser Leben nochmal auf. Ich muss mich da wirklich konzentrieren, während ich da versuche durchzujumpen. Ich weiss gar nicht, ob wir links schon mal durchgegangen sind, aber wenn ich mich jetzt enttäusche, haben wir dort sogar schon mal nachgeschaut und haben nicht weiter den Weg entlang gehen. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt nochmal nach rechts. Da sind wir ja auch schon mal gewesen. Zeigt uns wieder den Brunnen an. Die Frage ist jetzt, da unten links sind wir, glaube ich, noch nicht durchgegangen. Mann. So. Den Taler werden wir natürlich mitnehmen. Okay, da oben zeigt es irgendetwas an, aber darüber komme ich momentan nicht. Da nehmen wir wieder ein Lager voller Taler, ja! Das sage ich doch selbstverständlich nicht nein. Nachdem wir so viel Geld ausgegeben haben. So, la voilà. So, der Kunde geht weiter. Aber da rauf komme ich einfach nicht, nein. Keine Chance. Leider nicht, das heisst für uns, wir müssen irgendwie herausfinden, in der ersten Welt, was da so falsch läuft. Ich würde sagen, wir versuchen uns in dem Fall nochmal da unten durchzukämpfen. Vielleicht zu dieser grossen Maske von vorne. Von dieser Map, die wir hier sehen. Es könnte nämlich sein, dass dort ein Boss auf uns wartet oder etwas in dieser Art. Oben durch kommen wir leider nicht. Schauen wir mal da weiter. Da sind wir wieder bei dem Brunnen, wo wir vorher waren. Das sage ich selbst natürlich auch nicht. Nein. Versuchen wir gerade unser Leben und unsere Seele wieder aufzufüllen. Genau, das haben wir, ist nicht markiert momentan. Voilà. Gehen wir noch unten durch. Jetzt müssen wir mal genau schauen. Genau da unten durch sind wir ja gegangen. Das sind die Würmer, wo wir da durchhüpfeln.
sollten wir eigentlich gut anbekommen. So, da können wir einfach drüber kumpen, das macht nichts, okay. So, was sind wir denn jetzt? Okay, vorher sind wir ja, wie es aussieht, können wir dort links noch weiter runtergehen. Vorher sind wir ja aufwärts gegangen. Vielleicht versuchen wir mal den Weg abwärts noch zu erforschen. Ob sich dort etwas verbirgt. Da oben sind wir auch schon gewesen. Dann kommt die nehmen wir gerade noch auseinander, das gibt es wieder ein bisschen Taler für uns. Da oben durch sind wir ja gegangen. Die Frage ist jetzt, ob ich mich da unten durch... Nein. Sind wir dort oben schon gewesen? Oder hat es da gar nichts mehr? Ah doch, dann können wir dann einfach oben durch bei diesen Würmern. Das könnte ich natürlich versuchen. Jawohl, einfach oben durch zu gehen. Dann muss ich mir den Weg hier unten nicht freikämpfen. Das nenne ich aber eine heikle Situation. Ah! Warum bleiben wir gerade stehen, wenn er uns schon verwünscht hat? So viel Leben! Oh mein Gott! Das ist natürlich jetzt ziemlich peinlich, was ich jetzt gemacht habe. Aber ich habe gedacht, das ist fast schon die beste Version, um irgendwie versuchen, die Taler einzusammeln. Genau, und da sind wir ja dann aufwärts gegangen. Richtung der Station. Jetzt ist die Frage, ob das dort oben die Station markiert. Komm, ich schaue jetzt einfach mal ganz kurz nach, wo die Station sich genau befinden. Und sonst mal... Genau, das war die Station gewesen. Das heisst, wir sind hier weiter oben gar noch nicht schauen, was sich da noch verbirgt von uns. Und das Einzige, was ich natürlich da noch machen kann, ist schnell auf die Bank drauf gehen, um unser Leben wieder auffüllen. Voilà. Hätten wir doch dazu brauchen können, aber ich an dieser Stelle muss sagen, nein, aber ich erkunde gerne und ich sammle auch gerne Taler ein, weil sich das immer lohnt, Geld zu verdienen bei diesem Spiel. Weil halt alles irgendwie ein bisschen Geld kostet, eben auch beim Kartografen müssen wir dann immer wieder mal Geld ausgeben. Und die brauchen auch Geodes, um dann das andere... Ich höre irgendetwas da so... Irgendetwas höre ich da, aber was? Könnte das ein Wurm sein? Ah, das kennen wir, da sind wir ja nicht drauf gekommen. Und wir dann natürlich gerade den Hebel umsetzen, um den Weg für uns frei zu machen. Das ist noch die Frage, wenn wir da rechts noch schnell durchschauen. Nein, ich würde eigentlich gerne mal... Ah komm, wir schauen da mal noch schnell rechts rein. Wenn wir schon da sind. Oh, da ist aber mega dunkel. Ah! Gut, nein, das tun wir uns ehrlich gesagt noch nicht an. Da weiss ich aus eigener Hand, dass wir da später noch heller können unterwegs sein. Also abwärts gehen habe ich es nicht momentan nicht so im Griff. Ich höre da irgendetwas. Wo bist denn du? Es tönt nach irgendeiner Art, nach so einem Würmli. Die Frage ist, wo bist du? Ich weiss es jetzt wirklich gerade momentan nicht. Ich höre die ganze Zeit irgendetwas weinen. Oh, okay. Okay. Die sind schon einiges stärker als gegen die anderen, die man bis jetzt gekämpft haben mit ihrem Schild. Nice, das hat gut funktioniert. An einigen Stellen muss ich dann halt wirklich ein bisschen leislicher sein. Oder mal ein bisschen nicht schwätzeln. Oh, oh, oh. Nein. Schaffen wir das? Nein, das bringe ich so nicht an. Nein, keine Chance. Keine Chance. Ich lasse lieber bleiben, bevor wir da noch ins Gras beißen müssen. Okay, das ist ein bisschen... Ah, der tut einfach die ganze Zeit so kleine spawnen. Nice, das hat gut funktioniert. Ah, nochmal so ein grosser. Nochmal so ein grosser. Okay, die halten jetzt langsam schon einiges mehr so aus als die anderen Insekten, die wir bis jetzt getroffen haben. Die Kleinen machen mir gerade ein bisschen zu arbeiten. Oh! Nice Leben! Ah! Da hat es ein paar kleine. Das Ziel ist jetzt eindeutig noch zu sterben. So, dann machen wir uns wieder auf den Weg hier auf. Es sind einige Taler, die wir hier einsammeln können.
momentan sind wir halt wirklich außerhalb der Karte. Da sehen wir gar nicht, wo wir sind. Wir sind hier recht weit weg von dieser Zone, die wir bis jetzt freigeschaltet haben. Was ist denn da einer? Gehen wir lieber mal wieder nach links, oder? Okay. Okay, da oben befindet sich ein Wurm. Und da geht es nicht weiter. Ich weiss, glaube schon, was wir da machen müssen. Ich versuche das jetzt ganz kurz einmal den Wurm zu erreichen. Mal schauen, ob wir das anbringen. Aber das ist halt ziemlich... Ah! Knapp, knapp. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt gerade nochmal noch, solange wir noch einigermaßen Leben zur Verfügung haben. Nein, der dritte Sprung ist mir wirklich einfach noch schwierig. Aber das sind so Sachen, wo ich einfach sage, die tun wir halt wirklich später erledigen, sobald wir mehr Sachen freigeschaltet haben für unser Hollow Knight. Finden wir uns denn jetzt? Okay. Komm, dann forschen wir mal weiter nach unten. Gut, da geht es wieder abwärts. Da gehen wir wieder an einen Ort an, wo uns gar nichts bringt, glaube ich. Wo wir immer noch nicht sehen, wo wir sind. Ich glaube, das Beste ist wirklich, wenn wir uns mal auf den Platz dort machen mit dem grossen Kopf. Was ist da los? Nein, Warte, das Riesinsekt, wir haben viel zu wenig Leben für das. Das tue ich mir jetzt nicht freiwillig an zu sterben. Sobald wir sterben, ist das sowieso auch noch eine spezielle Sache. Wir verlieren unsere Seele und müssen die dann eigentlich wieder einsammeln. Nice, da oben können wir gerade wieder unsere Seelen auffüllen. Können wir gerade mal, bevor wir da unser Leben nochmal nachtanken. Okay, da. Sind wir denn jetzt da? Jetzt kommen wir langsam wieder in den Bereich rein, wo wir schon mal waren. Jetzt wissen wir aber schon mal, wo sich ein Boss befindet, also ein grösseres Monster, das wir besiegen müssen. Ist denn da? Ich glaube, da sind wir noch nicht gewesen. Okay. Zeigt es mir auch irgendeine Tafel an, aber ich weiß gar nicht, was die soll bedeuten. Okay. Nein, da kommen wir auch noch nicht weiter. Sind wir wieder in einer Sackgasse gelandet? Oh Mann! So, das Einzige, was mir jetzt wirklich noch einfällt, ist, wir machen uns nochmal auf den Weg rauf und schauen nach, was sich dort an dem Ort befindet, wo das grosse Symbol gekennzeichnet ist. Ob dort ein Boss auf uns wartet oder sonst irgendetwas in dieser Art. Und dann haben wir wieder die... Wir schauen, dass wir das schnellstmöglich kaputt machen, bevor er da zu viele kleine spawnt. Oder ist das jetzt... Nein, das ist der, der um sich herumballert. Ob wir den einfach jetzt mal schnell ignorieren. Ich denke, wir ignorieren den jetzt einfach einmal. Da hinten oben hätten wir noch etwas Größeres zum Einsammeln. Das ignorieren wir jetzt auch einmal. Voilà. Da hinten könnten wir natürlich unser Leben wieder auffüllen. Und ich würde sagen, wir machen das an dieser Stelle nochmal. Und wisst ihr was? Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal nochmal einen ganz kleinen Cut und schauen uns an, wie es weitergeht in der nächsten Folge von der traumhaften Welt von Hollow Knight. Danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht mit dem Erkunden mit mir zusammen. Ich wünsche euch noch einen absolut schönen Tag. Danke und ciao!